Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Nächste Folge Minecraft. Wir sind in der letzten Folge gestorben, wieder mal. In der lieben Netherfestung. Und jetzt ist es aber so, ich wollte unbedingt nochmal dorthin. Also ich wollte nochmal in die Netherfestung, also zu der Netherfestung, weil wir sind noch nicht wirklich genau dran gewesen. Das Problem ist aber, sobald ich dort reingehe, ich brauche eine Goldausrüstung. Also ich brauche mindestens ein Goldteil. Momentan haben wir ja alles auf Eisen gelegt. Darum würde ich jetzt das mal etwas sehr Langweiliges machen am Anfang. Und zwar würde ich schnell komplett runter in unsere Mine gehen und schauen, ob wir dort unten vielleicht Gold ausbuddeln. Dass wir mindestens ein Teil könnten. Ich muss dort das Loch dort unten zumachen, wo wir beim letzten Mal in der Mine rein waren. Ah Mann. Ich muss dort unbedingt das Loch zumachen, die laufen mir dort da unten durch. Die laufen mir dort unten durch. Jetzt müssen wir da mal schnell mal alles reparieren. Zack. Da kommt eins an. Ich weiß nicht mal, ob wir genug haben, aber wir gehen ja nachher runter, dann haben wir gerade wieder genug, um da alles schnell zu machen. So stimmt es ja eigentlich. Dann wir da noch das Loch ausstopfen, da noch. Und dann würde ich sagen... Ich kann keine Fackeln. Würde ich sagen, in dem Moment. Wir müssen mal ganz kurz schnell rauf. Dann müssen wir noch ein Loch dort zumachen, weil wir aussieht, kommen wir da die ganze Zeit zum Münsterli durch. Völlig unnötig. Hätte ich eigentlich von Anfang an daran denken können, dass das könnte der Fall sein. Haben wir noch irgendwie ein paar... wir haben gar nichts. Doch, da haben wir noch Stäbli. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Da haben wir ja auch genug. Und dann machen wir uns ein paar Fackeln. Die müssen wir auch übereinander tun. So. Fackeln können wir nie genug haben. Dann müssen wir die mal hier an. So holen. Und dann gehen wir runter. Das sollte gut funktionieren so. Let's go! Essen sollten wir ja noch genug haben. Haben wir ja genug aufbereitet. Sonst haben wir, glaube ich, auch noch mega genug in die Kiste. Dann können wir den noch schnell angüchseln. Aber da müssen wir noch ein bisschen mehr ausleuchten. Im Allgemeinen. Wie es aussieht. Und da müssen wir das Loch stopfen. Weil von da sieht es danach aus, als würden von da Zombies kommen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so einen an. Weil dann kommen sie sicher schon mal wieder nicht zwischendurch. Dann haben wir da unten ja auch noch mal ein Loch, das wir zumachen müssen. Weil wahrscheinlich kommen wir jetzt dann auch noch von da durch. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch noch zumachen. Aber ich würde sagen, wir machen uns auf die Suche nach Gold. Wir suchen Gold. Da unten ist, glaube ich, einfach Lava. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht unbedingt runterfallen. Und dann müssen wir schauen, dass wir einfach so viel Gold finden, dass wir uns ein Teil herstellen können. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir ab in die Mine. Also, wir sind nicht in der Mine, in Netherfestung. Ich würde sagen, wir buddeln einfach mal da geradeaus weiter. Wir haben das schon gut angefangen. Ausser wir wollen nochmal eine neue Linie anfangen. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach mal da weiter. Weil wir brauchen sowieso nämlich Bruchstein. Weil das nächste Gebäude, das ich bauen würde, benötigt einen Bruchstein. Darum wäre es gerade gut, was wir da machen. Also wir da gerade 2 Sachen auf einmal erledigen. Und zwar, wir sammeln Bruchstein und gleichzeitig suchen wir nach Gold. So, aber ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger, da wirklich Gold zu finden. Aber die Hoffnung stirbt jetzt zuletzt, dass wir das anbekommen. Da haben wir Kohle. Aber Kohle haben wir zurzeit noch genug, darum lassen wir sie mal da dran. Aber das müssen wir uns merken. Wenn wir jemals Kohlemangel haben, gehen wir ganz kurz schnell da an. Aber ich brauche keine Kohle, sondern wir brauchen Gold. Jetzt hoffen wir, dass wir irgendwie einfach mal schnell auf Gold stoßen. Aber von dem haben wir von Anfang an immer ein bisschen Mangel gehabt. Also das Einzige, was uns wirklich immer ein bisschen gefehlt hat, ist Gold. Wir haben immer vor allem genug gehabt, aber kein Gold. Okay, was ist das da? Neue Rezept verfügbar. Roheisen. Was ist denn Roheisen? Gehört das zu den neuen Materialien? Roheisen. Habe ich jetzt auch noch nie gehört, okay. Nehmen wir mal mit, dann haben wir das auch mal. Aber ich bin mir unsicher. Roheisen. Könnte das sein, dass es jetzt neu ist? Dass es jetzt umbenannt worden ist? Dass es nicht mehr einfach direkt Eisen heisst, sondern Roheisen? Also dass man nicht mehr Eisenblöcke eigentlich rausbekommt. Also Eisenerz, sondern dass man jetzt immer Roheisen bekommt. Und das Roheisen macht man ganzes Eisen. Kann sein, dass das ab dem Patch jetzt irgendwie neu ist. So. Oh. Aber bis jetzt sieht das so verdächtig danach aus, dass man kein Gold findet. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir machen einfach mal weiter.
Wir machen einfach mal weiter, einfach nicht allzu lang. Also ich will mir jetzt da nicht meine ganze Zeit da verschwenden da unten. Gold, oder? Nice, aber dann haben sie es abgeändert, dann ist das jetzt neu da. Dann kommt man gar kein Eisenerz mehr über, also man kommt kein Blöcke mehr über, sondern man kommt rohe Sachen über. Und das wird nämlich genau lange für ein Teil, um in den Nether reingehen. Ja moin. Also das heisst, man kommt jetzt immer Rohgold und Roheisen über, also man kommt kein Eisenblöcke mehr über und kein Goldblöcke mehr über, sondern es ist jetzt immer so Rohsachen. Okay, das ist noch gut zu wissen. Da müsste man gerade noch in die Kiste anschauen. Ich habe ja noch Eisenerz drin gehabt, ob sich das jetzt umgewandelt hat zu Roherz. Aber es sieht ganz danach aus, dass das jetzt zum neuen Patch dazugehört. Aber für das müssten wir anschauen. Wir müssen jetzt, wie es aussieht, das Gold in dem Fall auch noch sowieso schnell schmelzen. Dass wir es zu Gold machen. Oder man muss das jetzt auch noch komplett anders machen. Das ist jetzt halt auch noch eine Frage. So, ein Block langt mal. Aber auch da haben wir jetzt Roheisen und kein Eisen mehr. Also ich gehe wirklich davon aus, dass es so geändert hat mit Patch 1.17. Ich habe mich eben leider immer noch nicht reingelesen. Und das müsst ihr mal wahrscheinlich noch ganz kurz schon machen, weil es dafür Änderungen gegeben hat. Vielleicht mal kurz dann eine Zusammenfassung machen, was sich da alles geändert hat. Aber wir haben das gut am Abend anbekommen. So, dort haben wir ein Skelett. Aber da müssen wir dann noch ein bisschen ausleuchten, aber das machen wir dann mit dem Glowstone. Für das müssen wir dann Glowstone noch sammeln. Für das habe ich eigentlich mal in Nether wählen und am Schluss sind wir plötzlich in einer Netherfeste gelandet. Also wir haben jetzt hier Eisenerz. Sieht nämlich jetzt auch so komisch aus. Es kann sein, dass es jetzt noch so geblieben ist, bis man das abarbeitet hat. Jetzt sind wir mal das Rohgold rein und da mal das Eisen. Und dann schauen wir mal, ob das zu Gold wird oder zu Eisen, wie auch immer. Also müssen wir jetzt mal anschauen. Also wenn das jetzt zu Gold wird, dann gibt es keine Goldblöcke mehr, sondern nein, dann gibt es nur noch Rohgold. Finde ich aber noch eine coole Veränderung, dass man jetzt nicht mehr eigentlich den ganzen Block mitnimmt und ihn schweißt, sondern dass man... War ich so... Oder habe ich das doch noch umgewandelt? Ich glaube, ich habe das dem Fall noch umgewandelt gehabt. Oder das ist das, was unten drinnen ist. Das heisst, jetzt gibt es wirklich nur noch Roheisen und Rohgold. Ja, nice. Finde ich aber noch eine coole Änderung, muss ich sagen. Finde ich noch eine coole Änderung, dass du eigentlich wirklich nicht mehr Blöcke abbaust, sondern du kommst Rohgold aus diesen Blöcken über und tust das Rohgold abändern. Also, ummodeln. Finde ich eigentlich noch chillig. So, dann haben wir 5. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir mit 5 anbekommen. Nicht wirklich viel. Ich glaube, ausser einen Helm wollte ich nicht, weil wir haben so viel Eisenhelm, also der darf von mir aus ruhig kaputt gehen. Ausser wir machen einfach mal Schuhe. Ich würde sagen, mit Schuhen sind wir schon mal gut dran. Dann nehmen wir sogar noch ein bisschen Goldpföhrung nachher. Dass wenn wir nochmal würden sterben, was ich natürlich nicht hoffe, dass wir das dann holen. So, dann tun wir die Hose schnell da oben verräumen, dass wir noch Styleführung hätten. Dann können wir da nämlich noch schnell unser Erz verräumen. Und dann würde ich sogar noch sagen, dass wir ausnahmsweise noch ein bisschen Erde mitnehmen, dass wir uns noch ein bisschen umeinander bauen für den Anfang. Ich glaube, dass 2 Blöcke sollten lang und dann ab in Nether. Let's go! Ich könnte sogar noch etwas schauen, schnell. Wir könnten noch schnell schauen, ob wir uns eine Verzauberung leisten können. Aber ein Level lange glaube ich nicht, he? Dass wir etwas verzaubern könnten. Nein, müsste Level 2 sein, dann kommt dann Stärke 1 über. Stärke 2, das wollte ich wieder. Weil wir haben gewonnen mit unserem anderen Bogen. So, let's go! Das heisst, wir werden jetzt auch nicht mehr angegriffen von der lieben Säule und jetzt haben wir nur noch die böse Säule. Jetzt ist einfach die Frage, ja, welche sind die Bösen? So, dann sind wir gerade mal wieder da drinnen. Dort haben wir eine Liebsäule. Ich muss jetzt eben mal darauf achten, wie ich die unterscheiden kann. Und wir müssen ziemlich aufpassen. Oh gut, wir haben nur noch 13 Essen dabei. Ich hätte noch ein bisschen mehr Essen mitnehmen, aber wir gehen dann mal so los. Weil ich glaube, sobald wir ein bisschen etwas an Materialien zusammen haben, dann werden wir uns direkt auf den Rückweg machen. Ich will nicht zu lange da drinnen verharren. Also ich will wirklich schauen, dass wir schnell ein bisschen Materialien sammeln und dann schnell wieder rauskommen. Dort oben, das könnten wir dann noch sammeln. Zum Beispiel jetzt könnten wir uns dort raufgraben, aber das lasse ich mal noch dort. Es könnte ja möglich sein, dass wir noch mal sterben. Und dann haben wir da nämlich gerade Glowstone, wo wir holen können. Dass wir das uns noch merken. Dass wir uns das noch merken, alle zusammen. Meine lieben Kumpanen. Weil die sollten uns jetzt alle in Ruhe lassen. Der hat eine Goldrüstung. Der lässt uns in Ruhe, oder? Okay. Das heisst, wir müssen jetzt wirklich schauen, wie wir die unterscheiden können. Wirklich schauen, wie wir die unterscheiden können. So. Wir haben uns ja da schon mal einen Anfangsweg gebuddelt. Die sollten mich auch hier in Ruhe lassen. Und jetzt das Mal bin ich mir überlegen, eigentlich könnten wir uns, weil da eine ist nicht der Festung. Unter uns kommen wir ja dann nur in das Loch rein. Wir könnten versuchen, uns da zum Beispiel direkt mal über zu buddeln. Oder über zu bauen.
Weil dann kommen wir nämlich an all diesen Säulen mal vorbei und dann können wir nämlich im späteren Verlauf mal dort oben noch schauen. Weil ich glaube, dort ist der gefährlichere Bereich als der Bereich hier hinten. Genau. So. Ich glaube, der ist der gefährlichere Bereich. Jetzt könnten wir nämlich schauen, dass wir da irgendwie uns runterbuddeln. Was mich aber noch wundert ist, Goldblöcke haben sich auch abgeändert. Was sind denn die da? Ah nein, die bleiben wahrscheinlich gleich, he? Das bleibt wahrscheinlich alles gleich. So, dann haben wir gerade wenigstens Level 2. Und jetzt sollte sich unter uns die Festung befinden. Jetzt ist die Frage, ob ich da einfach mit drinnen mal so ein Stegeli gegen oben bauen soll. Ich glaube, das wäre noch eine coole Lösung. Genau, jetzt ist unter uns ist jetzt die Festung. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich nicht zwei Pführer stehen. Wir könnten da noch schnell ein paar Fackeln setzen. Damit wir da nicht komplett im Dunkeln stehen. Wir vorausbauen, dass ich nicht plötzlich runterfallen, genau. Dass nicht so etwas plötzlich passieren würde. Und da sind wir jetzt auf der Brücke oben, also in der Festung drinnen. So weit sind wir nämlich bis jetzt noch nicht gekommen. Wo ist denn das Viech? Ich muss ein bisschen aufpassen, hä? Ich glaube, da können wir uns gehen lassen. So. Oh! Von wo? Von wo? Ich sehe es nicht. Wo ist das Viech? Ist das da hinten gewesen? Okay. Ich versuche jetzt aber da mal ganz kurz noch schnell, dass wir da die Erde wieder abbauen, aber da so ein kleines Stegli schon machen. Ich glaube, das wäre noch ziemlich zum Vorteil, dass wir da immer flüchten könnten. So. Dann bauen wir dich auch noch schnell ab. Hätte ich die Schaufel nicht knuddeln. So, und dann haben wir noch Erfolg bekommen. Wir sind in der Festung. Das heisst, wir sind jetzt fix in der Festung drinnen. Was ich da aber noch ganz kurz mache, ist, ich mache da noch so einen Rand rundherum, dass wenn wir da mal notfallmäßig durchrennen, dass wir da wirklich auf der safen Seite wären. Weil ich habe keine Lust, dass ich da wegrennen muss und dann plötzlich schaffen wir es. Ich höre nur Sui. Von der Tine! Der macht ja noch meine Stege kaputt. So eine Made. Da hinten haben wir so eine Lore, gegen die müssen wir haben. Was hat er mein Stegeli kaputt gemacht? Weißt du, von der Tine schiesst er. Die Nudeln. So, dann versuchen wir die mal zu holen da. Oh, ich tüpfe nicht. Tüpfe nicht. Oder tüpfe ich schon und check's nicht. Okay. Ah, die Pfeile kann ich wieder einsammeln, die ich geschossen habe. Das ist natürlich noch gut zu wissen. Ich brauche mein Schwert. Come on. Nice. Die Pfeile, die ich geschossen habe, kann man wieder einsammeln. Also nur zum Teil, wie es aussieht. Okay, aber wir sind in der Netherfestung. Jetzt haben wir einen getötet, aber wir haben nichts von ihm bekommen. Ich würde aber mal sagen, so unser altes Ritual, damit ich einfach weiss, wo wir hin müssen. Da kommen wir wieder raus, hä? Blöder Pilz. So. Okay, ich bin mega nervös. Ich bin wirklich mega nervös. Ich bin noch nie in so einer Festung rein gewesen. Ich würde sagen, wir schauen uns da einfach mal ein bisschen um. Da geht es recht gegen oben. Es sieht hure cool aus. Und der Sound auch, wenn man auf dem Stein läuft, ist mega. Es klimpert irgendwie so. Immer so ganz langsam ganz langsam rundherum schauen. Ist das jetzt eine Liebsäule oder Böses? Das ist ein Liebs, okay. Das ist auch ein Liebsäule, okay. Da hinten haben wir eine Kiste. Versuchen wir mal irgendwie an die Kiste ranzukommen. Dort hinten haben wir auch nochmal eine. Okay, okay, ich höre einen schiessen. Kann der das kaputt machen? Ich glaube, die Feste kann er nicht kaputt machen. Okay, mehrere Sättel, ein Feuerzünder. Oh, da ist nochmal eine. Brust und Schwert. Okay, und da haben wir einen Ausgang. Da kommen wir wieder da rüber. Da oben sind wir, von da oben kommen wir ja. Okay. Okay. Boah, ich bin hure nervös. Ich bin hure nervös, dass ich das jetzt irgendwie bringen wir das an. Da haben wir jetzt alles durchsucht. Ich bin gerade überlegt, ob wir die Kisten alle abbauen, damit ich immer weiss, welche ich schon weggenommen habe und welche nicht. Macht man das mit der... Nein, für das bräuchten wir eigentlich die Axt. Hauen wir dich schon mit der Pfeil kaputt. Axt habe ich ja keine mitgenommen.
Aber ich glaube, ich baue die ab, damit ich immer weiss, hey, die haben wir genommen. Und vielleicht können wir ja unterwegs noch so eine Safe-Kiste setzen, dass wenn wir zu viel Materialien haben, dass wir das Kiste irgendwo setzen. Da aussen hat es nichts, das ist einfach ein Balkon, um ein bisschen rumgüchseln. Okay. Ich glaube, ich nehme da mal eine Fackel in die Hand. Ich muss nachher immer schauen, dass ich Schwert in der Hand habe, wenn wir so um die Decke gehen. Dass wenn ich angegriffen würde werden, dass wir uns direkt verteidigen könnten. Nochmal die Mantings. Da findet man aber noch seltenere Sachen, würde ich mal sagen. Wir gehen da richtig vorsichtig voran. Okay. Gold. Nicht der Warzen! Nice! Die brauchen wir zum Abpflanzen. Wir haben ja in unserem Keller etwas parat gemacht, um die direkt schon mal abpflanzen, um die wachsen zu lassen. So. Ich könnte das ein bisschen zu vorsichtig vorgehen, aber ganz ehrlich, ich bin ein Noob. Und ein Noob muss vorsichtig vorgehen, sondern nicht der Feste. Ein Profi würde wahrscheinlich durchrennen und sagen, zack, 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 aber ich brauche da meine Taktik, wenn ich da ganz langsam vorgehe. So Detail haben wir erkundet. Oh, ich liebe das Klirschen, während wir da drüber laufen. Was ist da? Das ist ein Falle. So, machen wir das zu. Da machen wir zu, da haben wir alles erkundet. Dann gehen wir mal an einem anderen Ort schauen. Bin ich da schnell raufgerannt? Das muss ich jetzt gerade nochmal machen. Hure Speedrun. Ui! Okay. So. Da haben wir geschaut, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal die nächsten Stegen ab. Ich würde sagen, wir gehen mal da. Wir gehen mal da güchseln. Ich benutze halt jetzt momentan... das sind wieder so Warzen. Kann ich die einfach so einsammeln? Jawohl. Die nehmen wir alle mit, die brauchen wir noch. Nice, okay. Wachsen die auf dem Seelensand, nicht auf dem Netherstein? Ich habe gemeint, die wachsen auf dem Netherstein. Aber die wieso wachsen die auf dem Seelensand? Alles klar, das ist noch gut zu wissen. Das heisst, ich muss da noch Seelensand besorgen, um die zu pflanzen. Okay, da haben wir auch wieder Stegen rauf. Aber die ignorieren wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal da unten durch. Da noch Warzen vergessen? Nein. Okay. Ich hoffe, dass man ein paar von diesen Loren findet. Uns gehen langsam die Fackeln noch aus. Gut, ich sitze auch wie ein Weltmeister. Aber ich sitze lieber zu viel als zu wenig gerade momentan. Ich könnte ja sonst mal ab und zu noch eine abbauen. Beim Zurückweg. Ja, ich sitze schon unendlich viel, aber ja, das bin ich. Lieber zu viel als zu wenig. Was haben wir da oben? Okay. Da oben ist, glaube ich, auch wieder fertig. Das Klirschen, das ist so geil gemacht. Das Klirschen ist einfach so geil gemacht. Wenn ich da mal durchrennen muss, machen wir lieber zu, dann weiss ich, da geht es nicht mehr weiter. Klirschen ist so geil gemacht. Da oben haben wir recht viel Skelett und so. Oh, was bist du? Was bist du? Ein dunkles Skelett? Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Okay. Das habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen, so ein dunkles Skelett. Aber oben gibt es, glaube ich, nichts zum Anschauen. Das ist einfach so balkonmäßig. Kann ich das einsammeln? Nicht? Okay, let's go, weiter geht's. Dann gehen wir am anderen Ort weiter schauen. Bis jetzt haben wir uns gut, wir leben noch. Da sind wir schon schauen. Nichts. Ich lasse jetzt gerade mal schon mit Fackeln sitzen, dass wir einfach auf Nummer sicher sind. Dass ich ein Schwert in der Hand habe, um mich zu wehren. Aber da geht es auch nicht mehr weiter. Ist noch recht kleine Nether. Also bis jetzt haben wir ein paar Kisten gefunden. Am Anfang ist es wirklich gut gelaufen. Aber jetzt gerade momentan finde ich nicht wirklich viel. Besonders ich wollte eben von denen, wie sagt man denen, ich brauche die Loren. Ich glaube, es heisst Loren. Das Problem ist, ich verwechsel die immer mit dem Zug, nicht mit diesen Zugteiler. Nicht, dass ich das Falsche sage. So, dann gehen wir mal da güchseln. Okay, das sieht bis jetzt safe aus. Ich höre etwas rumlaufen. Ich höre etwas rumlaufen. Wir haben ein paar Kisten wieder. Oh, da hinten haben wir so ein Skelett. Zuerst eine Fackel setzen, damit ich wirklich etwas gesehen habe. Zack. So, jetzt, let's go. Komm. Nein, es bleibt dort hinten. Aber da hat es nur eins hoffentlich. Okay.
Gehen wir mal in den Kampf. Gehen wir mal in den Kampf. Okay. Wo ist das eine? Da. Versuchen. Ah, es sind zwei. Es sind zwei. Müssen wir vorsichtiger vorgehen. Was ist jetzt das? Meine Herzen sind rot. Schwarz. Okay, meine Herzen sind schwarz. Haben die mich verflucht oder so etwas? Oh, ich muss einfach etwas essen danach. Also, wie muss ich das jetzt sehen? Okay. Oh, noch ein paar Sättel. Wir haben sehr viele Sättel, findet man da rein. Ein paar Pilze. Soll ich mal... Einfach, weil es mich Wunder nimmt. Dass wir mal probieren, da durchzubuddeln. Aber ich glaube, da geht es nicht weiter, hä? Nein, da geht es nicht weiter. Okay. Okay, das Kistchen lassen wir einmal da. Das nehme ich mit. Und ein bisschen Fackeln sparen. Ich hätte ein bisschen besser ausgerüstet können da hinkommen. Aber ich bin ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass ich mich so gut schlage. Zuerst etwas mampfen. So, weil da um die Ecke hat es ein Skelett. So, komm on. So, nice. Was haben wir da? Goldbarren. Schon wieder Sättel. Wie viele Sättel finden wir da? Gehen wir vielleicht, ob wir ein paar Vental lassen. Ich höre wieder etwas. Okay. Nehmen wir einfach mal alles mit, solange wir Platz im Inventar haben. Okay, und da war auch nichts, hä? Da ist fertig. Okay. Dann schlagen wir das gut. Da ist Balkon. Wo bin ich hergekommen? Ich glaube, es da durch, hä? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ja. Boah, die Stege, wie man die aufraced. Das ist ja krass. Okay. Also von da sind wir gekommen. Haben wir jetzt schon die ganze Festung durch? Schon ein bisschen mager gerade. Ist das jetzt schon die ganze Festung gewesen? Ich habe gemeint, die ist viel grösser und da findet man mehr. Da geht es irgendwie noch weiter. Aber da ist auch fertig. Der ist, glaube ich, auch fertig. Okay, da ist, glaube ich, auch Feierabend. Da könnten wir nochmal probieren, uns so die Art durchbuddeln. Ob es da noch weitergeht, aber... Ein bisschen mager. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Aber wisst ihr was? Wir sind schon so gut dran, ne? Wir haben ein paar Goldsachen gefunden, das ist schon mal chillig, aber ja, ein bisschen Gold selber. Ich brauche halt die Loren, ich muss halt von diesen Loren Viechli noch suchen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es in der nächsten Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten, bis in der nächsten Folge und... Ciao!